Immer heiter, immer weiter. Hier im Let's Play zu Fire Emblem Echoes, Shadows of Valencia. Tja, wir sind hier in der letzten Schlacht vor Schloss Rigel. Und ganz ehrlich, es sieht einfacher aus, als man zuerst gedacht hat. Ich meine, hier ist Slade, der gerade sehr viel drauf hat. Hatten wir noch den Anführer Müller, der war irgendwo hier vorne, auch so ein Bogenritter, aber dann haben wir relativ locker flockig platt gemacht. Und ganz ehrlich, die Aufteilung von dem ersten Moment ein bisschen... ja, zur Vorsicht ermahnen, aber ganz ehrlich, das kriegen wir locker hin. Ihr könnt jetzt nur die ersten drei hier platt machen und dann durchwaschen. Und den hier ganz rechts und den ganz links einfach außer Acht lassen, weil, was sollen die mir schon tun, wa? Oh, Animation vergessen auszuschalten. Ja, für das normale Gegner mache ich es jetzt echt, weil er bringt nicht viel. Also bringen. Kann man sagen, was wir drüber streiten. Ja, wäre es wieder spannender, aber generell dauert es eigentlich schon zu lange. Ja, vor allem sowas, wa? Ich werde den Kampf gegen Rudolf wieder, weil ihm halt, also Bosskämpfe sowieso. Und vor allem natürlich auch neue Attacken. Okay. Watch me go! Nee, noch nicht. Noch keine Watch Me Go und so. Die Trefferquote lässt zu wünschen übrig. Alm hat ja viel Verteidigung. Warum also jetzt nicht mal eine Strategie einsetzen? Kuckuck. So, gar kein Problem. Ich frage natürlich auch, welchen von denen wir doch sonst noch platt machen, wa? Den vielleicht eher weniger. Aber Tobin könnte doch den Magier locker platt machen. Locker ist was anderes. Ja, jetzt doch. Seht ihr? Und schon mal ist die Mitte... ja, durchgewascht. Jetzt können natürlich die überall noch angreifen. Aha, sind eigentlich nur die hier. Wir holen trotzdem zurück. So, dann kann ich mal hier vorne stehen lassen. Ihn genauso, damit ich hier noch die weiteren angelockt lassen kann. Dann haben wir sie hier. Die zwar so problemlos zu ihm hinkommt. Wie es mit dem da oben auskommt, ja auch so weit nachher. Nö, zum Glück nicht. Der kann das nicht angreifen. Aura, scheiß Trefferquote, Seraphim ist besser. Ist noch der, oder? Was? Der kommt trotzdem so weit. Okay, von mir aus. Ja, kann entlang reiten, wa? Da wird es vermutlich sein. Okay, dann soll sie bitte nur ganz kurz sie heilen. Ich weiß, der Elfeer nicht gerade super Verteidigung und so, aber es wird trotzdem reichen. Oder zumindest Stärkung. Stellt KP von der Bündete in Reichweite daher. Ah, stellt, stehlen haben sie es gelesen. Ja, ich klaue erstmal ein bisschen KP, war von Kumpels und so, läuft schon. Das ist natürlich geil. Ja, Tatjana gefällt mir immer besser. Wenn auch nur schleppend, aber trotzdem besser. So, dann Cliff. Aber bei dir das gleiche Problem, wa? Okay.
Sieht doch echt gut aus. Geht trotzdem, Freunde. Geht trotzdem. So, es ist natürlich so, wenn ich den jetzt platt mache, kommt der andere Bogenschütze trotzdem noch so weit. Geht zwar. Das heißt, wie sieht es hier mit dem Teleport aus? Wie weit kommst du? Oder würdest du... Oh, Schweingehaart, kommt der direkt noch rein. So. Tobin. Also weißt du, so ab und zu ein Crit darf schon sein. Dankeschön. Er hat mich gehört, habt ihr gesehen? Er hat mich voll gehört. Ich hab mir Gehör verschafft. So, stirb. Doppellöwe ist schon krass. Ja, so fast schon ein bisschen imbar, aber nur fast. So, nicht vergessen, dass er ihn zurückholen muss. Also muss... Nö, muss natürlich nicht, war kann ihn da ablassen. So, jetzt ganz ehrlich, im Prinzip kann ich jetzt einfach hier durchwaschen in der Mitte. Das ist gar nicht mal so eine doofe Idee. Sind jetzt mal mit denen hier, war, dann kann ich mit den anderen noch was anderes machen. Erstmal heilen wäre eine Option. Aber geht trotzdem schon mal weiter. Ja, in der Mitte sind beide weg. Okay, hier eventuell eine Option, dass ich sage, komm, ich will trotzdem hier die noch platt machen. Stelle ich ihn jetzt mal hier hin. Die Seite also mal außen vor. Dann soll Cliff nachher gucken, ob er eventuell den hier im Prinzip platt kriegen war. Warum er trifft. Lass mal lieber. Gar keinen in der Reichweite zum Heilen, dummerweise. Stärkung! Da kostet das KP. Aber schon cool. Jetzt kommt der Arsch doch noch. Komm, weißt du was, wenn er jetzt trotzdem schon drin ist. Kuckuck. Wir müssen auch ziemlich blöd reingucken, mal von wegen. Was macht denn der jetzt hier? Komm, weißt du was, er ist eh schnell genug. Den noch ein bisschen ankratzen. Ja, das war relativ kurz angekratzt. Moment, das sieht gefährlich aus. Ist aber nicht. Ich weiß ab Cliff danach, aber ich will mit Cliff eventuell was anderes versuchen. Ich könnte Almir theoretisch auch mal hier oben lassen. Nee, doofe Idee. Das wäre eine doofe Idee. Ja, kann er machen, bitte platt. Apropos Cliff, Moment, habe ich noch genug mit Purgativ und so? Nee, sie, aber ich muss Alm zurückholen. So was nicht machen. Ja, Mal den anlocken, wa? Da ein bisschen durchschlängeln. Ja, komm, Alm, dann komm zurück hier. Come back to me, Alm. Ich würde sagen, lassen wir das mit Cliff und ich gehe erstmal hier in der Mitte weiter. Angeführt von Clive. Angeführt ist gut, wa? Wurde ja ein bisschen unterstützt von Clive. So. Aber doch, sieht bisher sehr easy aus und plötzlich kommt der. Alter! Boah, hat der mir gerade erschreckt. Oh, ging mir gerade die Düse, ey. Jetzt kommt er von die Ecke umgeschlichen. Wie so ein... Ja gut, er ist natürlich ein Arsch ohne das Gleiche. Ja, warum wundert es mich überhaupt, wa? Muss mir gerade echt fragen.
So, ich würde sagen, ich hau erstmal ab. Tschüss. Jupp. Weil ganz ehrlich, der Typ geht mir schon so lange auf den Sack. So. Das Lied. Das ist für alles. Bye bye. What? How did you? Damn you. Damn you. Stirb endlich. Nicht mal Erfahrungspunkte bringt der. Seht ihr, er ist so schwach, bringt nicht mal Erfahrungspunkte. Was will denn der überhaupt? Oh, das sieht auch ein bisschen doof aus. Unlock kann jetzt zwar trotzdem. Du machst wiederum dann relativ schönen Schaden. Kann man locker mal an. So. Ja, Freunde, im Prinzip vorbei, wenn du so willst, wa? Cliff macht hier den Rest. Oder ist es sein namensvetter Clive? Cliff Clive. Alles für den Live. Stärkung, ja komm. Relativ sinnlos irgendwie. Zumindest aus der Entfernung. Du warst noch im Purgativ, ja? Genau. So, jetzt aber in der Mitte eigentlich ein bisschen Ruhe. Und sogar bis hier vorne hin. Yeah, die können mir alles nix. Alle nix. Das ist jetzt echt mal ein einfaches Kapitel. Bin ich aber froh, dass es mal ein bisschen einfach. Ich glaube, wenn man es falsch anpacken würde, wäre es schwierig. Aber vor allem natürlich mit der Kombi von Alm, Silk und Fee. Mei. Doch, Fee. Nicht Fee, Mei ist, ja, ist drüben. Ist es doch relativ simpel. Ihr seht das Animation an, weil sowieso gleich vorbei und ich will in diesem Part nicht noch den Kampf gegen Kaiser Rudolf beginnen. Das wäre ein bisschen vieles Guten, aber generell machen wir ja sowieso eine gute Figur. Okay. Damn, I'm good. Now I must contribute. So, jetzt hast du natürlich auch noch Panzerfiasko, was ordentlich wehtut. Das zugegebenermaßen tut auch ein bisschen weh. Das sind immerhin 3 Punkte, die ich abziehe, also. You must heal quickly. You must heal quickly. Ne, ich mach kein Quickie. Also irgendwie wäre jetzt ein Crit ganz geil gewesen. Vielleicht geht es nur mir so, aber ich hätte gern Crit gesehen. Ja, Cliff versteht mich, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, er denkt ein wenig zu langsam. So lange der man braucht, bis man einen Crit macht. War wieder mal ein schwaches Level up. Von Statuswerten und so. Aber egal, ja, und kommt natürlich jetzt das Negative. Ich muss wieder alle platt machen, alle Gegner. Ich kann einfach von hinten aufkommen, warum eigentlich nicht? Wäre mal was anderes. So, also der nächste kommen. So, bitte hier rein. Einmal Stärkung. Finde ich auch. Du hast relativ wenig zu machen. Vielleicht noch Purgativ. Ah, da kommt sogar auch noch interessant. Trifft natürlich gar nichts. Wie jetzt, der andere kommt nicht. Ernsthaft, du hast Bock drauf und der andere nicht. Okay.
Die treffen beide nichts mehr. Ganz kurz hier gucken. Okay, der kommt gar nicht so weit. Kann ich ihn mal hier hinstellen. Was mache ich jetzt hier? Das ist, wie ich finde, eine sehr interessante Frage. Niemand 3 Punkte. Wie das Schild einfach nie brennen kann, war ist unglaublich. Kannst auf den Grill, sage ich schon. Kannst du da draufschmeißen, was du willst, der fackelt einfach nie ab. Keine Chance. Ah, kann natürlich Cliff holen, genau. Warte mal, mit Rettung. Vielleicht sogar hier vorne. Eigentlich überhaupt noch hier vorne. Nee, ganz knapp nicht mehr. Ihr bringt natürlich nichts, Rettung zu machen. Oder vielleicht doch. Oh, ich versuch's mal. Bin gespannt, wo er jetzt spawnt. Ah, vor allem. Perfekt. Moment. Ich muss mal ganz kurz gucken, falls ich mit allem noch was machen will. Oh, 80% aber zu spät gesehen. Treffer zweimal. Wobei, wie willst du dem Angriff ausweichen, ganz ehrlich? Stelle ich mir irgendwie ein bisschen schwierig vor. Kuckuck. Kann man 100% Trefferquote nichts mehr riskieren. So, dann habe ich hier noch 2 Typen. Ja, gut, komm also. Das haben wir gleich geschafft. Wo ich gerne hätte, dass Delphi noch was macht, aber sieht momentan nicht mehr danach aus. Stärkung ist echt geil. Da erhebe ich mein Glas. Aua. So, zum Glück heilen ja alle wieder. So weit weg. Ja, komm. Bye, bye. Oh, nicht ganz. Aber ordentlicher Schaden. Jo, Angriffsfähigkeiten sehr gut bei ihm. Ist ja auch relativ wichtig. Beim Bogenschützen vor allem. So, voll weggeschickt, so wegen, was willst du hier? Bäm, bäm, bäm. Ja, komm, also Defense ist doch relativ cool. Gibt's ja cooleres, aber hey. Krieg ich jetzt hier irgendwie noch cooles Panzerfiasko hin? Mit Crit wäre es noch geiler. Nö. Und für den Level-Up reicht es auch so. Ja, sehr schön, vor allem Glück. Also sie wird nie gekrittet. Kann mir nicht vorstellen, dass jemand auf die Idee kommen könnte, sie zu kritten. Wie auch. Womit vor allem. So, er ist hier unser Dunkelkrieger-Spezialist. Dann, ja, wen schicke ich jetzt wohin, wa? Tatjana mal kurz heilen. Dann kann Silk mal ganz kurz den Mortis with me heilen. Ah ne, war ja was anderes. So, jetzt hat auch mal Level 5, sehr gut. Ja, so ihn hier rüber schicken. Könnte man machen, muss man nicht. Heilen, muss ich auch nicht. Nö. Na komm. Positiv statt Stärkung, weil Stärkung zieht doch relativ viel KP ab. So.
Dann bist du hier. Ihr seid da. Für die Randala sind noch 4 Gegner, wie es aussieht. Ernsthaft? Willst du den Dunkelkrieg angreifen? Crit! 9 Damage! So. Einmal heilen hat sie die Power. Dann Mathilda. Da bist du auch kurz im Level Up. Vielleicht erst später. Alm. Wenn du vielleicht Bogen. Musst einmal treffen. Bitte kein Crit. Ein Treffer, kein Crit, versteht er nicht. Kein Crit. Danke. Gray versteht's irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht ist Gray Schweizer, Name ist Deutsch. Da will vielleicht ein bisschen was erklären. So. Macht trotzdem, wenn... Ah, scheiße. Ja, Trefferquote halt. Ich sag's ja, Trefferquote. Verdammte Axt. Okay, komm, wir sind die, der macht jetzt nichts aus. Was? Moment. Das ist eine Scheiße. Ach so, ja stimmt. Sie hat da gar nichts in der Hinseite. Ich vergesse immer, dass sie gar kein Pokertief hat. Vielleicht kommt er jetzt. Könnte ja sein. Ne, ich glaube, bei ihr kommt nichts mehr. Also ganz ehrlich, sobald Tatjana mit ein bisschen Glück Teleporter lernt, könnte ja sein, dann ist Ding raus. Also sorry, aber das geht mir langsam auf den Sack. Was da so abgeht, lalalala. Jetzt hier Erfahrungspunkte technisch aus. Gleich will ich eh nicht mehr trainieren. Ja, bloß noch Tatjana, wa? Alter, ey. Wie krass ist das denn? Level 5. So, er fehlt jetzt noch. Es sind die paar Pfeifen. Okay. Shall we then? Stand back. Just say the word. Mach die Erholung. Ich bitte dich. Ja, klar, vielleicht nichts mehr. Seki. Ja, vielleicht trainiert er noch ein bisschen oder so. Ich finde jetzt Mathilda besser und Konrad auf der anderen Seite natürlich auch. Aber Seki ist auf alle Fälle besser als Clive. Also momentan Clive und Silk sind ein bisschen die, ja, diejenigen im Team, die mir ein bisschen Sorgen machen, wenn ich ehrlich sein soll. Mathilda Level 3. Vor allem der Speed bei ihr. Der hat immerhin 10 Resistenz, ja, der kann auch mit dem Schleim nicht viel machen. Ja, falls es ihn braucht, schicke ich nochmal hinterher. Einmal ganz kurz, dann mache ich es noch anders. Vielleicht kommt sie dann auch noch auf... Nee, keine Chance, noch irgendwie auf ein Level abkommt. Aber ist auch nicht nötig. Part ist eh vorbei, Freunde. Das ist sehr gut. Jo, hier noch ganz kurz ein bisschen finishen. Wow, er steht direkt vor ihm, trifft aber trotzdem nicht. Was ist denn das für ein schlechter Schütze? Sowas siehst du auch nie. Bye, bye. Punkt genau. Und das dort Silberbogen. Genauigkeit und so. Jetzt habe ich den dann noch. Sigi kommt zwar weit, aber kommt nicht weit genug. Sie schafft es auch nicht ganz. Oh, there's nothing will stop me. Pflaster. Ein Pflaster kann niemals schaden.
Und wenn's nicht dazu dient zur Wunddeckung, dann zum Angriff. Was? Der mit dem Crit wäre natürlich gewesen, stimmt. Ja, ebenso. Tschüss, ich will nichts mehr von dem. So, macht ihr das hier? Du hast hier für alle Fälle noch Pogativ. Ja, aber sonst läuft's doch, Freunde. Eigentlich voll versteckt in den Kisten und dazu vermutlich so, der sieht mich nicht, ha. Und oben so, doch, ich sehe dich. Und der andere, So, Sturmlanze. Es lebt die Trefferquote. So, jetzt bringt es ja wirklich nichts mehr mit Trainieren. Nur noch ein Gegner, Freunde. Wie schön. Oh, viel Spaß im Angreifen. Ja, da ist eine Weile dran, bis er sie mal effektiv trifft, sag ich jetzt mal. So. Vertretung machen, da bringt es mehr Erfahrungspunkte. Gar keins an schlecht. Rettung bringt gar keine Erfahrungspunkte, schön. Ich kann ihn physisch angreifen, das tut weh. Ich kann mit Feuer angreifen, ist er weg. Ich kann mit Aura angreifen, ist er weg. Ich kann mit Seraphim angreifen, ist er weg. Ich kann mit Ragnarök angreifen, ist er weg. Komm, Ragnarök. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, super, sehen gar nichts. Von lauter Kisten sehe ich gar nichts. Ja, endlich mal ein Kapitel, wo von Anfang an die Strategie für mich eigentlich offensichtlich war, die ich auch durchgezogen habe und deswegen war es gar kein Problem. So, Freunde. Das heißt für uns, in der nächsten Folge werden wir uns gegen Rudolf stellen. Ihr seht seine Macht und wir wissen es ja auch aus dem Intro und so. Das wird hier richtig, richtig heftig. Vor allem natürlich will er so drehen, dass Alm den Zweikampf gegen Rudolf macht und... Ja, nachher sind wir aber erst bei Schloss Rigel. Wie wäre es von hier, dann hier rüber kommen sollen zum Turm des Duma und fragen, was das Ganze noch bringen soll, was mit Celica passiert ist. Etc. etc. Ja, das erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Auf alle Fälle wissen wir... Was? All Macht, 1500, ja 2300, denk mich am Arsch. Das ist schon ein bisschen übertrieben, oder? Stimmt, Tobin hat den Sakralbogen, ich Trottel. Das Inventar noch ein bisschen ordnen, ne? Da wäre vielleicht das Ordnen. Gegen andere Waffen zum Beispiel. Ich habe hier so einen Silberbogen. Schön. Ja, stimmt, das war wegen Gewicht, weil man halt... Bringt zwar +2. Dem hat er halt noch ein bisschen Crit drauf. Stimmt, dass ich noch etwas ein bisschen überlegt habe. Waffen und so weiter. Rost, der müssen eigentlich mal zum Ding bringen, zum Schmied. Eventuell könnte sogar ein Kriegerschwert sowas draus werden. Das Krasse ist sogar, ich könnte ihm... Natürlich nicht mehr hier, aber... Ich könnte theoretisch im Schmied irgendwie ein Rostschild bringen und es könnte sein, dass es daraus ein Draco-Schild gibt, aber... Die Chance dafür ist sehr, sehr klein, Leute. Ah, Moment, noch ein anderes vergessen. Die Dinger hier, wa? Erhöht die Verteidigung. Handelswert. Ja, was das bringt, keine Ahnung. Ihm noch nicht. Müssen wir recherchieren, stimmt. Verteidigen wir aber Verteidigung. Und wer es eigentlich relativ wichtig wäre. Eigentlich für Lucas, weil er hat für einen Baron, wie ich finde, ein bisschen zu wenig. So.
Gut, alles weiter, Freunde, sehen wir in der nächsten Folge wieder hier bei Echos Shadows of Valencia. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.